Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Gut, jetzt können wir auch weiter in die Kanalisation vordringen. Und da geraten wir hier in das Gebiet, was dann hauptsächlich für die Quest vom blicklose Auge wichtig ist. Ja, erstmal der Arschkriecher fertig machen. 974 Erfahrung gibt er. Und da kommen wir noch nicht durch. Genau, verschlossen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Sache zu beenden. Man geht entweder hier und schnetzelt den ganzen Kult ab. Das ist die primitive Methode, um so wenig Erfahrungspunkte wie möglich zu kriegen. Oder man kümmert sich um die Hintergründe von dem Ganzen und wird reich belohnt. Okay, jetzt werde ich ganz gern dich vorschicken. Ups, das war nicht so gut. Schatten, Schatten, Schatten. Okay. Und hier sind Waldschrate aufgetaucht. So, ihr da und ihr hier. Dann du. Noch ein Schatten. Okay, Edwin ist schon mal gleich vergiftet. Schatten, Schatten. Und Schatten. Okay, nichts Stärkeres als ein Schatten hier. Kein Todesalb oder Schattenscheusal. So, da. Okay, das war... Ach, Quatsch. Mist, der ist verstrickt. Ja, bitte auf Ben. So, Vikonia schmeißt doch mal einen Zauber. Ne, Moment, das war... Vikonia schmeißt doch mal einen Zauber rüber für Giftverlangsamen. So, kümmern dich wieder um den Waldschrat. Okay. Ah, Mann. Eben noch ein Trank. Vikonia muss nochmal Giftverlangsamer. Korgan, dich brauchen wir dringend dort drüber. So. Tue ich jetzt mal fort. Ihr geht dort hier. So, und wir warten jetzt hier auf die Shutter. So, bei meinem Charakter haben sie schon die Stärke auf 11 vor kurzer Zeit runter gesenkt. Das ist halt der große Bonus von deiner Schatten-Kreaturen. Die können Attribute senken, aber für eine gewisse Zeit nur. Korgan haben sie auf 60 runter geboxt. Ja, es ist schon nicht ohne. Ein Schatten kann ihn so selbstverständlich auch töten, wenn der Schatten viel Glück hat und der Stärkewert gerät auf 1 oder 0. Dann hat man Pech gehabt, dann ist man kaputt. So. Eieiei. Steckt immer noch was im Hals. Mann, Mann, Mann. Schon fast ein Jahr lang. Schlimm. Okay, die Waldschrate haben auch noch ein bisschen Zeit. Das will ich ihnen auch noch abspenstig machen. Das Dorai, das ist wieder Quatsch für Edwin. Personenbezaubern, den kennt er schon. Und ja, der Attributsschaden ist schon wieder weg. Dann machen wir nochmal immer die große Heilerrunde. Ammo auf Edwin. Und Ammo bitte auf Korgan. Ich warte. So, aber der Unterschied ist halt 51 Trefferpunkte und 125 Trefferpunkte. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. La hopp. Das haben wir noch irgendwie gepackt. Dann gehen wir jetzt mit Dotti. Ich versuche so wenig wie möglich zu schlafen. ehe dass wir da noch so wenig Tage wie möglich verplempern und Korgan nicht die ganze Zeit rumzickt wie der Papst im Puff von wegen, wir müssen aber jetzt mal uns dummler und dort drin ist der ein absoluter Meister in so. Ja. Als ihr euch der Mitte des Raumes nähert, fallen die Türen mit einem Knall zu. Das Zischen von einströmenden Gas ist zu hören. Eine orangene Wolke beginnt den jetzt versiegelten Raum zu füllen. So, und jetzt habe ich es nochmal aufgedreht. Das Rad widersetzt sich zuerst euren Versuchen, dann schafft ihr es aber dennoch erst zu drehen. Die Türen öffnen sich mit einem lauten Dröhnen. Okay, und da ist jetzt vampirischer Nebel. Mit Pech machen die Lebenskraftentzug. So.
Okay, der ist nochmal aktiv. Anomen, klopp nochmal auf den drauf. Okay, Anna ist kaputt und hat 1000 Erfahrungspunkte hinterlassen. Und die heilen sich halt, ach, die Biester. Okay, beide Nebel sind kaputt, das ist sehr gut. Puh. Okay, das ist jetzt hier eine Todeswolke. Erinnerungen an einen Ort wie diesen. Höchst unerfreuliche Erinnerungen. Gut, das heißt, wir haben eigentlich alle Falle hier ausgeschaltet. Und können weiter zu deiner widerwärtigen Augenfreaks dann, wenn sich die Todeswolke gelegt hat. Das ist so ekelhaft bei deiner... Oh. Okay, die Todeswolke ist weg. Dann gehen wir mal vor. Korgan vielleicht nicht. So. Da ist er wieder, der alte Gal. Wagt es nicht, diesen heiligen Boden zu betreten. Nur jene, die dem blicklosen Auge dienen, dürfen hier wandeln. Ich bin Gal, der Hohepriester des einen Gottes. Darüber mag ich gerne ein bisschen mehr wissen. Wie dient man eurem blicklosen Ach? Der Endegott hat gefordert, dass der Jünger höhere Stufe der Weisheit erreichen. Man muss das entfernen, was behindert und verunglimpft. Die urheilige Aare werden während der heilige Weihe aus dem Kopf entfernt. Wer überlebt und sich als gläubig erweist, den nimmt's blicklose Aare in seinen Dienst auf. Was wäre, wenn ich mal Aare nicht entfernt haben will? Es ist ein Zeichen von Schwäche, die Erleuchtung zu verweigern. Wird er bereitwillig ohne Arme und ohne Fies umherziehen wollen? Ich glaub nicht. Das blicklose Aach kennt Fähigkeiten wie die eure Gebraucher. In eurem Fall könnt man unter Umständen Ausnahmen machen. Es gibt etwas, was ihr machen könnt, was der Großartige nicht vermag, trotz seiner unermesslichen Macht. Unterstützt dort drin und ich werde euch in unseren Kreis aufnehmen, auf dass ihr die Gegenwart von Blickloser kennenlernt. Ach ja, sagen wir nochmal, was es so ist und ich werde es vielleicht in Erwägung ziehen. Der heilige Bote ist Teil von einer größeren, uralten Einrichtung. Es ist gefährlich für den, der sich in die tiefere Gefilde wagt. Das blicklose Aare ist von einem wertvollen Gegenstand in dem Gebiet. Wenn ihr bereit seid, ihn in die Gefilde hinabzusteigen und den Gegenstand für ihn zu finden, könntet ihr euren Wert beweisen. Tun das und ich werde euch in unseren Kreis aufnehmen, auf dass ihr göttliche Gegenwart vom eine kennenlernt. Ja, was ist das für ein Gegenstand und wo muss ich suchen? Der Gegenstand ist das Zepter oder ein Teil davon. Ihr findet es auf dem heiligen Altar. Mehr kann ich euch drüber nicht sagen. Ihr müsst euch von eurem Glaube leiten lassen. Ja, Hopf, mach ich doch mal, was du vorschlagst. In meiner nimmer vorhandenen Aare seid ihr ein würdiger Gläubiger. Hier ist der Schlüssel. Sobald ihr das Zepter habt, bringt es mir und wir werden es gemeinsam ein blickloser Aach darreichen. Ja, klingt ja großartig. Der Kult der Augenlosen. Und irgendeiner hat einen Schlüssel gekriegt. Hört jetzt, der Edwin hat einen Schlüssel gekriegt. Okay, der kann nach Behalter Gals Schlüssel. Das ist der Schlüssel, den ihr von Gal erhalten habt. Ihr könnt damit die Tür öffnen, die zu den unteren Ebenen dieses Verlieses führt. Dort kann man eine Hälfte des Dimensionsreißers finden. Klingt ja schon höchst erotisch. Mir, was zu tun ist. Ich stehe euch, ich werde eurer Stärke folgen. Wollte gerade sagen, wo ist dann die abgeblieben? Okay. Warte, komm der Rede wert. Na gut. Da gehen wir erstmal hier und machen das noch in bekannte Mustern. Wir plündern, was geht. Da ist wieder der Gal. Das ist wohl hier seine Special-Kammer, wo er haust. Ups. So, zack, zack, zack. Erstmal das Zeichflattern, was hier drin ist. Einmal verlangsamen, das hat er schon gelernt. Und Schutz von normalen Geschossen kann er jetzt einmal lernen. Okay, weiter geht's. Dankeschön. Wir nehmen einfach mal alles an uns. Oh, hoppla. Der war jetzt in der falschen Reihe. So. Einmal Kugel plus 1 für Edwin. Zack, zack. Die Konie dürfte noch genug haben. Sehr schön. Ja? Dann weiter hier. Steht so ein Hansel rum. Tad. Ja, Pilger. Was ist denn das für ein Gruppe, der hier da steht? Das ist die Gruppe von der ungläubigen Pilgerer. Die U-Werte werden dort runtergeschmissen, um gefressen zu werden. Bewahren euren Glaube und seid stark fürs blicklose Ach. Ich verstehe. Ich mache mich dann auf den Weg. Auf geht's! Mindestens.
Du gehst jetzt bitte hier hoch. Ja, im Unerreich werden wir solche lustige Sachen auch erleben. Das sind Formationen, wie man sie in Betrachterhöhle findet. Dazu sage ich jetzt erstmal nicht mehr für Leute, die nicht wissen, was ein Betrachter ist. Aber das war jetzt schon so ein kleiner Hinweis von mir. So, Quatsch. Tote beleben und Kältekegel kann er Edwin. Tote beleben. Grad 5 muss ich gerade mal gucken. Denn kann er schon den Kältekegel? Wie viel hat er dann auf Grad 5 schon gelernt? Ja gut, du passt noch was rein. Dann pack die Tote beleben rein, du Beschwörer. Macht's kurz. So. Und später schlitze ich euch den Bauch auf. Bin dabei. Mindestens. Okay, da können wir auch wieder was aufmachen. Da ist nichts auf dem Tisch. Und da sind gleißende Bolze, die können wir da ja verkaufen. Und ansonsten waren da noch Eispfeiler. Die brauche ich aber nicht, das ist Schampel. Von den beißenden Pfeile könnte man mal mehr kriegen. Und da ist so lustige, vor sich hin schwebende Sphäre. Da werden wir auch noch sehen, was das kann. So, eine Todeswolke. Und Pfeile der Durchdringung. Ja, sehr geil. Okay, Todeswolke, die können wir verkaufen. Pfeile der Durchbohrung. Das können wir mit dazu packen. Und können die Moldohi knaller. Da schmeißen wir mal die +1 Pfeile raus. Braucht man eh gerade nicht. Und so häufig attackieren wir mit den Dinger jetzt auch nicht. Und dann haben wir einen Slot mehr frei. Das ist auch schön. So. Das sind alles nur Kultisten, die haben nichts Interessantes zu erzählen. Deswegen lasse ich die jetzt einmal einfach Kultist sein. Das ist gut, so einen Ort zu erforschen. Das Blut pulst schneller, wissend, dass das Böse ganz nah ist. Ich finde es jedes Mal scheiße gruselig, wenn der ja, das ist gut sagt. Uha. Und auf Findbarkeit kommt, dann schmeißen wir auch noch rein. Wie viel hat er da nur? Stufe 3. Ja, komm. Kann er noch einiges lernen. Der Buh. So, jetzt gehen wir mal durch hier. Kniet nieder und bereuet! Wenn ihr euch von der Schwäche vom Seher ab, Ja. dann schwört ihr die falsche Macht vom Seher ab und nehmt die wahre heilige Blindheit entgegen. Ich wend mich ab. Was muss also getan werden, um die Dinge in Ordnung zu bringen? Nehmt mir mein verdorbene Sicht, Meister. Reißen mir die Achäppel und ihr vergiftete Sicht aus dem Leib, machen mich rei. So sei es, so gescheh's. Wenn eure Beweggründe reich sind, wenn er lebe, wenn ihr euch die ans verderbte See klammert, wenn er sterbe, lassen's geschehen. Lasst euch von eurem Irrglauben los und kniet nieder und bereuet! Und er ist tot. Das blicklose Aar ist immer da. Er sieht, dass er nicht würdig sei, uns Blut zu meine Füße beweist, den Fortbippen werfen in die Grub der Ungläubiger. Soll so sein, wie er sagt. Aber wie können die sich ohne Aare hier noch orientieren? Tasten die sich die ganze Zeit in eine eklige, fleischige Höhlewände ab, oder was? Es gibt Sachen, die will man nicht wissen, aber na gut. Vielleicht kriegen die ja durch ihren Gott, durch ihr blickloses Auge ja auch die Fähigkeit geschenkt, dass sie noch Umrisse wahrnehmen können oder magische Sicht kriegen. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall ist er schon immens räudig. Okay. Sodala. Gut, dann können wir da runtersteigen. Und dann geht's hier weiter mit Gals Schlüssel. So, Achtung. Platsch, jetzt geht's auf. Ich werde gute Idee, das mir zu übertragen. Und dich brauche ich hier nochmal. Weil ich weiß, da war noch was. Ich versinke in Ja, da Erinnerungen war's. an einen Ort wie diesen. Yay! Höchst unerfreuliche Erinnerungen. Und Abdel Adrian hat ein Level Up. So, sehr schön. Er hat wieder Rettungswürfe reduziert. ETW 0 hat sich um 1 verringert. Schadensfaktor für hinterhältigen Angriff um 1 erhöht. Geil. Also ich mache jetzt, glaube ich, 5-facher Schaden durch hinterhältiger Angriff. Das ist sehr geil. Sagenkunde um 3 erhöht und ja, noch 2 Trefferpunkte mehr kriegt. Gut, Fallen finden hätte ich ganz gern weiter hochgepumpt. Schlösser öffnen hätte ich gern auf 120 und leise bewegen auf 90. Also alles Nummer 5 investiert. So. Seid auf der Hut, meine Freunde. Jemand ist uns zuvorgekommen, ich kann es spüren.
Noch mehr ohne Aare seid ihr Anhänger vom blickloser Aach? Nee, mein Fürst, das sind wir nicht. Oder vielleicht wäre es richtiger zu sagen, dass wir nie mehr länger Anhänger sind. Was führt euch an dem Ort? Ja, die Kirche hat man bevor den Kult zu untersuchen, aber ich suche auch noch ums Zepter dort unten. Nee, ihr dürft es nicht machen. Ihr könnt das Zepter nicht in Betrachter geben, mein Fürst. Es ist ein Artefakt von ungeheurer Macht. Jetzt erfahren wir, dass auch das blicklose Aach ein Betrachter ist. Aber eure Aare sind weg. Warum sagt ihr, dass ihr Diener vom Kult seid? Nee, mein Fürst, das sind wir nicht. Oder vielleicht wäre es richtiger zu sagen, dass wir nie mehr länger Anhänger sind. Was führt euch an den Ort? Ja, es ist wieder nach wie vor bla bla. Warum nicht? Was wisst ihr über das Zepter? Als ich hoher Priester vom blickloser Aach war, habe ich entdeckt, dass es der einzigste Zweck hier runter zu kommen, dort drin gelegt hat, das mächtige Artefakt von dort unten zu erlangen. Das ist ein Gegenstand von so einer zerstörerischen Kraft, dass die Götter selbst bestimmten, er sollte nie wieder angewendet werden. Wurde in 2 Stücke geteilt und die Hälfte hier wurde verborgen. Es ist gegen Störungen von außen durch mächtige Magie und Bestie geschützt, die in der Höhle leben. Viele Anhänger vom Betrachter haben ihr Leben gelassen beim Versuch, es wieder zu kriegen. Ich weiß, mein Fürst, dass der Betrachter die andere Hälfte vom Zepter besitzt. Wenn er auch die Hälfte an sich bringt, wäre er fähig, furchtbare Zerstörung zu entfesseln. Ja, muss vernichtet werden. Ich weiß, Moment, ich werde das Zepter nicht holen. Nee, Quatsch. Was habt ihr gemacht? Hier gemacht, wenn ihr den Betrachter nicht daran hindern könnt, nach dem Zepter durchzustreben. Wir haben selber versucht, uns die zweite Hälfte vom Dimensionsreiser zu beschaffen, um mit seiner zerstörerischen Macht der Betrachter zu vernichten. Das ist die einzige Möglichkeit, die Kreatur zu zerstören. Der Betrachter hat es nicht gepackt, sich das Zepter zu bemächtigen, weil die Götter den Gegenstand verflucht haben. Dotra kennt der wahre Wert von dem Artefakt ermessen oder die davor ausgehende Bedrohung. Wärt ihr bereit, noch ohne zu gehen, uns Artefakt zu beschaffen, mein Fürst? Was ein Schleimer. Na gut, ich gehe mal und gucke, ob ich das Zepter finde. Ich bin äußerst dankbar, mein Fürst. Wir haben es versucht, doch unsere Blindheit schränkt uns ein. Die Kammer, in der wir sind, ist sicher, solange der Sarkophag nicht geöffnet wird. Ich möchte euch bitten, ihn auf keinen Fall selbst zu öffnen. Ich spüre, wie das Böse davor ausgeht. Und ich möchte, dass meine Brüder und ich hier in Sicherheit bleiben können. Ich bete darum, dass mein Gott mir irgendwann mal dumm im Fehltritt vergibt und mir mal Aare-Licht wieder gibt. Seid in der Tiefe vorsichtig und denken dran, dass die Götter wahrscheinlich niemand erlauben, das Artefakt längere Zeit für sich selber zu behalten. Denken dran, auf gutes Gelingen. Was wollt ihr, Oberweltler? Ja, Okay. Sagt mir, warum der blöde Rede wert. Zwerg macht das. Was den Sarkophag angeht, da habe ich ja schon mal erwähnt, dass es einer gibt, der Kangax heißt, ein Gegner. Und ich habe schon mal erwähnt, dass es Leichname gibt. Hier drin, in dem Sarg, lebt sozusagen ein Leichnam. Und dann braucht man für die Quest, um Kangax überhaupt wiederzubeleben, würde ich jetzt mal sagen. So, das ist auch ein sehr nützlicher Zauber. Resistenz senken. Da können wir eigentlich auch bei Stufe 5, gerade mal gucken, können wir eigentlich so einen Zauberimmunität Quatsch wegmachen und können stattdessen auch mal Resistenz senken reinpacken. Das ist schon ein recht praktischer Zauber. So, du gehst jetzt aber trotzdem nur immer hier außen rum, damit wir das Ausmaß auch von der tote Kammer hier sehen. Das ist schon geil gemacht. Aber um das kümmern wir uns nicht heute. Das ist heute nicht unsere Aufgabe. So. Das ist eine Aufgabe für der Yankee der Zukunft. Den beneide ich auch überhaupt nicht Ich rum. hoffe, das bringt was. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Okay, du wirst unbemerkt zuschlagen. Gucken wir mal. Ich habe gewusst, dass du so ein Scheiß noch war. Okay. Deswegen Quick Save. So. Nochmal. Ich hoffe, das bringt was. Hier irgendwo war der. Uppala. Ist hier noch drauf gedappt. So, da. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Ja. Okay. Ich wusste doch noch, dass hier auch die Meute ruht. Schatte, Todesalb, genau. Ich will den Todesalb. Na, den kriegt man wohl nicht. Dann will ich den Todesalb Killer. 5-facher Schaden durch hinterhältigen Angriff. 62 Schaden verursacht. Jetzt schluckt der Trank und weg ist er. Der nächste Todesalb, der kriegt es auch noch ab. Bitte. Ja. Okay, 36 Schaden nur. Das ist nicht so gut. Egal. Egal. So. Was stürmt als erstes? Ein Schatter. Schatter. Und Schattenscheusal. Okay. Dann killen wir das erste Mal. Lil Alo. Das ist nämlich nicht so schwierig zu killen. So.
Schattenscheusal. Sagt mir, was zu tun ist. Und... Ah, Mann. Korkan kommt gerade nicht dran. So. Gut, ich nehme die Trankanon. Nun gut. Okay. Weiter geht's, weiter geht's. Ja, Puh. ich werde uns schon geschehen. Okay, wieder unsichtbar gemacht. Und jetzt noch den Todesalb gekillt. Komm schon. Sehr schön. 50 Schade gemacht. So, ach, das ist so verschlossen, dass wir einen Schlüssel brauchen. Puh. Sehr, sehr nützlich. Also ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich den Meuchelmörder als Hauptcharakter gewählt habe. Der ist wirklich schon extrem praktisch. Wo ist dann Vikonia wieder? Ja, Okay. Bill? Ja, geh du hier. Abilina. Gut. Ala hopp. Ala hopp. Dann können wir jetzt in die nächste Ebene hier runtergehen. Und können dort uns nochmal umgucken und schnetzeln, was bald kommt. So. Alter, das sieht aber auch geil aus. Ihr spürt, wie die Aare von der Statue auf euch ruhen. Das kommt euch fast so vor, als würde sie leben. Ja, gute Idee, das mir zu übertragen. Okay, und hier auch. Der Mund von der, die Gosch von der Statue scheint zum Schrei geöffnet zu sein. was zu tun Und ist. schon erscheinen Dinger. Wandernder Schrecken, das sieht gefährlicher aus. Anomen rennt auch gerade furchtvoll durch die Gegend. Der ist wohl vom wandernden Schrecken in Furcht versetzt worden. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Und der hat 5000 Erfahrungspunkte gewählt, also auch nicht gerade der kleinste Gegner. So. Dann... Oh, es sind hier auch nochmal Spinnen erschienen. Winsele und Diverse nervtötende Spinne. Aber das sind nur große Spinnen, die sind nicht besonders stark. Okay, Anomen ist auch wieder bei sich. Die Gerechtigkeit soll siegen! Ja, genau, halt die Gosch. Das klingt nur so ein Klägkinderspruch. Die Gerechtigkeit soll siegen. Wie der das auch ausspricht, Alter. Okay. Dann haben wir hier noch jede Menge Schampel. Der auch verpackt sein will. Ach, jedes Mal. Sterndiopsid. Mhm. Dann geh erstmal Dorei. Was ist das? Ein Chandon. Ein Aquamarin. Und ein Granat. So, das geht an Edwin. Vampirgriff kennt er schon. Untote festhalten. Sehr schön. Was können wir dann noch machen? Magiebann machen wir mal weg, machen stattdessen mal den Vampirgriff mit rein. Das kann sehr praktisch sein, wenn Edwin selber mal Schade hat und sich mal heilen muss. Okay. Was wollt ihr? Korkan, du gehst auf der Yuan-Ti Magier und ihr andere tötet die Yuan-Tis. Weil Korkan kann noch, solange der Zauberschutz hält, mit seinem Plus 2 durch Feuer durchschlagen und kann denn am Zaubern hindern, was schon sehr praktisch ist. So, der Rest von der Gruppe schlachtet dann schon mal die andere Yuan-Ti ab. Und ich glaube, weiterhin lungern noch ein paar Untote rum. So. Okay. Ja, das braucht halt eine Zeit, wenn er nur 2 Schadenspunkte macht. Sehr gut. Weiter geht's. Ah ja, kommt wieder durch. Gut, jetzt ist der auch kaputt. Und weiter geht's. Die Gerechtigkeit soll siegen! Erbärmliches Rumgepinse. Zeigt die Richtung mit dem Schwert und ich werde angreifen. Alle nochmal so Schlückchen getrunken, sehr schön. Dann geht's weiter. Zack und zack. Da krieg ich auch noch so Schorler. Und dann haben wir einmal einen Slot wieder freikriegt. Ich glaube, hier lungern noch ein paar Untote rum. Mumie und Düsterschrecken dürften hier sein. Ah, deswegen habe ich mal eigentlich noch einen Feuerball aufgehoben. es denn sein muss. Achtung. Und
Ah ne, tatsächlich nicht mehr so Gruppe. Na gut, warum nicht? Dann attackiert doch mal bitte den Yuan-Ti-Magier. Ich hätte ihn ganz gern weg. Machen wir es kurz und Der schmerzhaft. große Erdspalt hat das Bauwerk vor euch in zwei gerissen. Sein Dach ist mit winzig, aber aufwendig gestalteter Verzierungen überzogen. Es wäre sicher interessant, die zu untersuchen. Das machen wir auch sofort, nachdem wir die Yuan-Ti abgeschnetzelt haben. 71 Schade. Alter Latz. Okay, der hat anscheinend einen Zauberauslöser, der Yuan-Ti-Magier. Scheint, als ob genug für alle da ist. Hey, vielleicht muss ich euch ja Sagt doch mir, nicht was alle zu tun töten. Zumindest nicht so bald. Die Gerechtigkeit soll siegen. Ach, der wieder mit seinem Kinderspruch. Oh, Anomen, halt die Schnauze. Seitdem ich erst gemerkt habe, dass ich den Spruch dermaßen belämmert finde, sagt er denn andauernd. Die Gerechtigkeit soll siegen. Das klingt so wie Mondstein, flieg und sieg. So, weiter geht's. Schnetzel, Schnetzel, tralalala. Und zack. Gute Idee, das Du hast mir hier noch zu ein paar übertragen. Flohe, die kommen jetzt wieder. Hat er eben für den Wandel geschrien? Ich glaub's nicht, aber es klang irgendwie wie für den Wandel. Deine Zeit. Das ist so ein Spruch, den man auf dem Drachefest eigentlich eher vom Chaos erwartet. Welche armen Idioten anheuern können, die die Drecksarbeit für uns erledigen? Das hier ist wirklich kein Platz für einen Mann meiner Bedeutung. Genau. Ja, Okay, jetzt müssen wir ich aber hoffe, nochmal... das bringt was. Und was darf es jetzt sein? Jetzt mag ich eigentlich ganz gerne mal einen Quicksave machen, weil hier werden Rätsel gestellt. Dafür schmeiße ich mal Edwin mit der höchsten Intelligenz vor. Es bringt zwar nichts nix spieltechnisch, aber Rollenspieltechnisch bringt's was, finde ich. So, jetzt drehe ich mal hier am Rad. Wächter. Die Brücke ist gefallen und end im Tod. Nennt den Namen, damit der Weg gerufen wird. Was ist die Brücke? Brücke ist gefallen und end im Tod. Ja, das Lever, ne? Nummer 7. Lewe ist die Brücke, die im Tod enden muss, doch die Pflicht kann's begrenzen. Ihr spracht von der Brücke, aber das allein reicht nicht. Ihr seid nicht allein auf der Brücke, nennt den Namen, um den Weg zu rufen. Er lauft mit euch und durch ihn lauft ihr und doch lässt er euch hinter sich. Zeit müsste das sein, ne? Nummer 9. Zeit ist bei euch und ihr bewegt euch durch sie und immer bewegt sie sich vorwärts. Zeit verstreicht mit und ohne euch, doch die Pflicht lässt sie manchmal warten. Die Brücke ist nicht beständig und das Ende verändert der Ort, nennt der Name, damit der Weg gerufen wird, sagt man der schwerste Schritt, auf der Brücke. 4. Der man gerade macht, weil er allein ist mein Weg. Der jetzige Schritt kann euren erster nach euren letzter sein. Die beiden anderen sind abstrakt. Den Ende aber könnt ihr wählen und gestalten. Ach, wenn die Wahl vom Schicksal zwingend vorgegeben sein kann. Ihr habt den Weg gerufen und ihr dürft euch der Bewachung anschließen. Die Pflicht erwartet euch. 42.250 Erfahrungspunkte und hier hat sich jetzt der Weg geöffnet. Sagt mir, was Äußerst zu tun ist. gierig. Hier sollte ich mal kümmere mich Leute erstmal positionieren, weil hier kommt was ganz, ganz Hässliches auf uns zu. Oh, nicht mehr nett Korgan ausnahmsweise. Okay, da braucht er noch 200.000, oder? Ja, 200.000 Erfahrungspunkte. Korgan braucht auch noch 120.000 Erfahrungspunkte. Der braucht nur noch 20.000. Vikonia nur noch 60.000 und Edwin, oh Gott, Edwin braucht wieder ewig. Na gut, also wieder Quicksave. Und ich will es erst mal probieren. Ich warte. Ich werde ist schon geschehen. Okay, dann wäre mal unbemerkt zuschlagen, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass hier Gauf sitzen. Ja, Gauf sind Jungformen von einem Betrachter. Das sind Zentralaare in einem Fleischsack und außenrum jede Menge andere Aare. So, das heißt, ich will versuchen, die Mistviecher auszuschalten, weil die sehr, sehr stark sind auf der Stufe. Ach du Scheiße. Verdammt kurzes Abenteuer für mich. Okay, noch einmal. Bitte triff. Der hinterhältige Angriff ist offenbar gescheitert. Scheiße. Das kann ich der Hase geben. Die sind, glaube ich, zu stark versover. Also die haben, glaube ich, auch Immunität gegen hinterhältige Angriffe. Fleißige Handarbeit. Na gut. Fleißig gewartet. Na, Immerhin ein meinetwegen. guter Ort, um ein paar Knochen zu zerdeppern. Richtig.
Und dann schmeißen wir doch einfach mal eine Brandölreihe hier in die Geschichte. Und wie viel hat's gemacht? Die sind leicht verletzt. Scheiße. Okay, unser Magier ist jetzt auch ordentlich verletzt. Ihr Idiot. Ich könnte ein wenig Hilfe brauchen. Okay, probieren wir es Sagt mir, nochmal. was zu tun ist. Korkan Hoffentlich werde drauf. ich wenigstens gut Ich warte. Und bezahlt. die andere versucht auf den drauf zu gehen. Was wollt ihr? Okay, Korkan ist eh schon, Edwin ist eh schon eingefroren, gelähmt. Ach du Scheiße. Jalkales? Okay, ich glaube, das machen wir nicht besonders lang. Nee. Kannst du Hase geben, wir müssen mal neu starten. Und ich denke, das machen wir morgen weiter bei Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm. Uff, Ich versinke pelzig. in Erinnerungen an einen Ort wie diesen. Höchst unerfreuliche Erinnerungen. Ja, das waren auch gerade sehr unerfreuliche Erinnerungen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Also machen's gut bis dahin. Ayan Yankee.